Guten Tag, ihr Leid. So. Hallöchen. Kapitel 24. Erste unter den 9 Gemahlinnen 2. Okay. In der letzten Folge, quasi gestern, sind wir irgendwie den Klauen der Kaiserin entkommen. Hat ein bisschen gedauert, aber wir haben es hingekriegt. Jetzt haben wir unseren eigenen Palast. Also, ja, wo wir halt in Ruhe sind vor ihr. Erstmal, hoffe ich. Werden wir sehen. So, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Mission abgeschlossen. So, schön, schön, schön. Erste unter den 9 Gemahlinnen 2. Langsam, langsam gehe ich die Stufen nach oben. Aber nicht wirklich. Oh, da ist noch einiges vor mir, glaube ich. 听牧内侍说，这林兆殿里的每一个装饰都是陛下亲自派人挑选的。陛下日理万机，却对赵儿的事情这么上心。你的事没有小事。陛下越来越会哄赵儿开心了。走，我们去前面看看。Oh, ist das ein Fernseher da? Breitband? Breitband? Breitbild. Kennt ihr das? Kennt jemand noch? 我都想好了，春日天朗气清，我们可以一起在这里用膳；夏日我们可以在那儿一起赏荷；秋日我们可以和孩子一起数星星。Und im Winter sitzen wir hier und frieren, weil das ganze Ding keine Wände hat. 真好。 Obwohl du in den Linsau-Palast frei vor... Oh, es geht schon... Ja, komm, lest es selbst. Was ist los, Yoshi? Was guckst du denn so? Wie wirst du Yoshi, den Spion, den die Kaiserin neben dich gestellt hat, für dich gewinnen? Sei wilder als die Kaiserin oder sei gütiger als die Kaiserin. Als wir ihn gekriegt haben, und zwar komplett bewusst, dass er ein Spion ist, ne, haben wir es erst mit Freundlichkeit versucht. Und er hat es nicht verstanden. Also wir waren freundlich und haben gesagt, hör mal, du musst nicht knien, ich behandle dich als meinesgleichen, mir gleichwertig gestellt, so, und er so, hä? Nee, das darf ich nicht. Ich verrate alles der Kaiserin. Nein, ich bin wilder als die Kaiserin. Nein, das machen wir jetzt einfach kein zweites Mal. Du hast angeordnet, ihn zu verhören, aber selbst gebrochen und blutig sprach Yoshi kein einziges Wort. Da dir keine andere Wahl bleibt, hast du ihn verbannt aus dem Linschau-Palast. Ich glaube, das war nicht so gut. Ja. Okay, fängt ja schon mal gut an. Tantens Lehre von 3 Eigenschaften. Die Menschen im Palast sind längst an die Gnadenlosigkeit der Mächtigen gewöhnt. Die Gnadenlosigkeit, die deine Tante dich lehrte, kann viele Probleme lösen. Doch selbst sie hat die 4. Eigenschaft des Palastes nie gemeistert. Beliebtheit. Guti. Okay. Ich habe ja gesagt, ich versuche mit allen Mitteln an die Macht zu kommen im Palast. Ich will Kaiserin anstelle der Kaiserin sein. Wie ich es nur gut sagen würde. Und dann muss ich halt das Spiel mitspielen. Und wenn das Spiel sagt, ich soll gütiger sein, dann bin ich halt ausnahmsweise mal gütig. Oh ja, hier, wie wär's mit etwas Ismanthus-Suppe? Die ist sehr süß. Sehr schmackhaft. Nee, Osmanthi-Suppe heißt das. Ismanthus, ich weiß, was ich meine. Ey, Hyuga habe ich gesagt. Mampf, mampf, mampf. Ach, jetzt aber, komm. Das hättest du auch gleich jetzt fast in die Finger gebissen. 王皇后派你过来，是来监视我的。但我也知道你生性善良，之所以为王皇后做事，也是迫不得已。那日我险些摔倒，你细心为我铺上垫子，
从这个无心之举，我便知道你和其他人不一样。Dem bleibt gerade der Keks im Hals stecken. Er ist enttarnt. 你在王皇后处谨小慎微，却还是处处受羞辱刁难。若你投诚于我，虽然不能保你大富大贵，但至少能让你做一个有尊严的人。你可愿意？ Würde füllt den Magen nicht. 吴姑娘，奴婢愿意。没事老跪着干什么？自主子搬到灵照殿之后，皇后便用小柚子全家人的性命威胁，要我继续为她做事。姑娘对小柚子有救命之恩，小柚子有些事绝对不能瞒着姑娘，否则小柚子就不配做人。你这是？灵照殿内有问题的，就是那个熏香，此香无色无味，且时日久了，在体内郁结才会毒发。届时任由神医来了，也查不出缘由。果然如此。小柚子，以前的事我不与你计较，不过从今往后，你跟着我，切不能再三心二意，让我失望。我会派人送你的家人去安全的地方，就算是皇后，也休想找到他们。小柚子以后一定尽心尽力地保护姑娘，保护好姑娘腹中的孩子。皇后统御6宫，其事如罗网，无孔不入。此番收服小柚子，得她赤诚相待，恰如在这铁桶般的监视中，筑起了一道新的屏障。在你于灵照殿安心养胎的日子里，你得知高阳正在逐步收服朝臣于麾下，举荐贤才入仕，助自己争得更多权柄。他此举令早已习惯在朝中一家之言一人之下的长孙太尉十分不满。Ach. 长公主为了一个僧人，至今还在着丧服，将我圣朝礼法置于何地？又将先帝置于何地？礼法？太尉和我说礼法，为臣者越了本分，管了不该管的事情，才是不顾礼法。你。近日听闻了许多太尉的时政事迹，太尉3朝贤臣，便觉得自己可以凌驾于陛下之上，皇权之上。臣做的这一切，都是为了我圣朝江山。倒是长公主，近日似乎与朝中官员走动颇多。该小心的是长公主吧。哼！从前是我活在虚妄宠爱幻象中太久了，与其做只能祈求恩宠的公主，不如做手握权柄的长公主。无论结局如何，我都不后悔。Das hätte ich eigentlich vorlesen können, das war langsam genug. Aber mache ich nicht. Wenn ich jetzt anfange zu lesen, und dann wird es wieder 就在 schneller. 半年之后，你即将临盆之际，朝堂之上，长孙太尉一党借助一桩小案精心设局，大做文章，掀起了一场血流千里的谋反。不可能，高阳绝对不可能谋反。陛下仁慈，不愿意相信他们有谋逆之心，但证据确凿，不可辩驳。陛下，此事全权交给老臣处理即可。So sieht man jetzt seine Hände nicht. Normalerweise hat er die Hände immer so. Und jetzt hat er sie so ein bisschen halb versteckt. In seinen Ärmeln da, weißt du?
长孙太尉借此谋反案，大肆驱除异己，血洗朝堂。时辰已到，无论是圣朝皇室还是文臣武将，皆被归入其中，送上了断头台。被血洗的名单中，也包括高阳。陛下，谋逆之罪，罪事滔天，请陛下立即下旨处死长公主。放肆！陛下，王子犯法与庶民同罪，长公主谋逆罪证确凿。若陛下执意包庇，法何以立？国何以安？请陛下下旨。Was mit dem einen, warum ist der so hingekniet? 此谋反案由长孙太尉一党精心铺就，以彻底清除一切异己。高阳的一切罪证周密齐全，哪怕是陛下，也无法包庇此等滔天之罪。昭儿，高阳是我最疼爱的妹妹，可我却护不住她。在先帝朝时，长孙太尉是贤臣，可朝局变幻，他的野心和权欲都在滋生。他的身后是紧密相连的门阀氏族，门阀擅权已有数百年积弊，结党营私，党同伐异，垄断朝纲，正会改变这一切。昭儿，你相信我吗？ Okay, ich vertraue dir, ich werde dir helfen. Ganz im Ernst, ich vertraue nicht, dass du das alleine hinkriegst, also werde ich dir helfen. Das heißt nicht, dass ich dir vertraue und dich einfach machen lasse, sondern ich vertraue dir nicht und deshalb helfe ich dir. So. 陛下，一切都会改变。昭儿愿和陛下一起，一步步拿回本该属于陛下的权利。昭儿。 谢谢你，昭儿，你答应我，要陪着我一同走下去。昭儿，绝不食言。翌日便是高阳的临行之日。 Ach, sie ist noch gar nicht. Okay. 去见高阳最后。 Das ist doch schon mal gut. Kann man sie irgendwie befreien? Ich mag Gao Yang sehr. 你来了，正好，死前还能再见你一面。我与陛下已商议好，你会以高阳长公主的身份假死，我们会设法送你出国，帮我谢过皇兄。不过，不用了，我高阳此生没有做错，便永远不会逃。高阳。 你不必劝我，我意已决。你是不是很疑惑，我为何会站在九哥一边，卷入权力斗争？其实一直以来，我要的都很简单。我想要命运可以握在自己的手里。原本我这一生，这门婚事容不得你做选择，从未有过一刻。 可以自己做主。公主为了一个和尚违逆父皇，实在是不能呐！不能留，儿有点公主的样子，成何体统？但这一次是我为自己做的决定，我不后悔。媚娘，我羡慕更嫉妒，羡慕你和皇兄兜兜转转，依然走到了一起，更羡慕你从不认命。 呆瓜死后，我的每一天都过得很痛苦，是我害死了他。高阳，当年变姬之时，
我始终欠你一句对不起。傻子，不用说对不起。恨你，不过是给我自己一个活下去的理由罢了。否则，这偌大的宫墙之内，一切都太过冰冷了。高阳，里面太危险了，你不能进去。高阳，媚娘，不要让他们伤害太快。Ich war verliebt in einen Mönch. Ein Mönch, nicht ein Menschen, ein Mönch. Der Vater von ihr, der damalige Kaiser, wollte natürlich nicht, dass sie sich mit einem Mönch zusammen ist und hat eine Heirat arrangiert. Okay, also der Vater hat eine Heirat arrangiert oder sowas und also ich weiß nicht genau. Ich glaube, wir konnten zwischen zwei Sachen wählen. Die erste ist, dass wir ihr helfen, diese arrangierte Heirat zu entkommen. Dann wären sie beide gestorben. Also haben wir probiert. Und die zweite war halt, dass wir ihr nicht helfen zu entkommen. Und dann ist der Mönch, also ihr kleiner Dummkopf, wie sie ihn genannt hat, der ist umgebracht worden, weil der Kaiser gesagt hat, die ist nicht für dich oder so irgendwie. Hat es uns übel genommen, verständlicherweise. Es war zu ihrem Besten, konnten wir ihr aber nicht sagen, so irgendwie. Und scheinbar hat sie es aber gewusst. Okay. 高阳，你从来都是我最好的朋友。我高阳此生只爱过一个人，也只交过一个朋友。唯一的遗憾，就是未来得及听着孩子喊我一声姑母。我知道，这是你送的。姐姐，这是你送我的吗？不是啊，今天早晨有一个工人专程送来的，说是上宫局为你做的。我好想亲手为他戴上平安锁，可惜来不及了。高阳，你可愿为我腹中的孩子起一个名字？愿他来日天地宏阔，自在翱翔。便叫他红儿吧，红儿，红儿，这是你姑母为你取的名字。走吧，媚娘，走吧。我只想你看到我最漂亮的样子。往前走，别回头。走吧，走吧。媚娘，去做你想做的事。
你一定能走出一条不一样的路，一条只属于你的路。此生我抗争过，无悔了。呆瓜，我终于可以来见你了。媚娘，来，我带你翻墙出去，快来啊！你踩着我上去。媚娘，你尝尝，这是什么？媚娘，刚刚幸亏有你在，因为我要把命运握在自己手里啊。我们居然想的一样，真应该早点遇见你。媚娘，我要把你救出去，有我在，你们休想带走媚娘。媚娘，这个呀，是我在大慈恩寺为你求的，他肯定能保佑你平安无事，逢凶化吉。媚娘，可我不想长大，就算长大了，你也要做最快乐的公主。你过来！高阳，你别胡闹！死丫头！公主天姿国色的，还需要这些乱七八糟的东西？你看我堵住你的嘴！你们果然……过来！你还高阳，高阳，不要进去！高阳！媚娘，你猜猜是谁送的？媚娘，快拉我上去！你回来！高阳，高阳！主子，主子！吴姑娘诞下了小皇子，吴姑娘诞下了小皇子。陛下，昭儿，你终于醒了，来，快看看孩子。看着眼前的小生命，你最心痛的，就是还未来得及让红儿喊高阳一声姑母。Okay. Also der Thronfolger ist wohl geboren. Ich glaube, jetzt wird's richtig übel. Okay, Kapitel 24, die erste unter den neuen, den neuen Gemahlinnen. Ich habe neuen gelesen, egal. Du hast das Kind in deinem Leib beschützt und dich dennoch von einem einst geschätzten Freund verabschiedet. Menschen kommen und gehen. Wiedersehen und Abschiede sind der Lauf des Lebens. So. Unsere Widerstandskraft ist auf 91 gestiegen, die Strategie bei 86, der Ehrgeiz nicht ganz so hoch bei 66, dafür die Entschlossenheit bei 95. Und der Prestige ist immerhin ein bisschen gestiegen auf 72. Stempel drauf. So.
Großprinzessin Gao Yang. Was hat sie denn zu sagen noch? Eine treue, gläubige Gao Yang betet zu Buddha. Mögen mein Yang und ihr ungeborenes Kind sicher und in Frieden sein. Ja, okay. Guti. Wen haben wir denn noch? Mein Yang, ich glaube, das sind wir. Dann haben wir den Yoshi, ist doch da uns. Wu Yanshun, ich glaube, das ist die Schwester. Und der Lishi, aber irgendwie haben wir ziemlich viele so gegen uns. Moment. Kanzler Zhang Sung und Chu Suliang, sind das nicht dieselben? Ich dachte immer, das sind dieselben. Egal, Stempel drauf. Machen wir noch ein paar Bonus-Stories, hä? Okay, du bist die beste Schwester. 武媚娘，人呢？这是皇后今日换下的衣裙，等着你洗呢。皇后早已允我，不必再做粗活。笑话，给皇后洗衣物是何等荣耀之事，你竟敢说是粗活？怎么，有了陛下特意关照，准家人入宫，就恃宠而骄忘了本，连皇后也不放在眼里了？我没听错吧？洗衣服？若是龙胎不稳，你有几条命来赔？河宫上下这么多人，偏偏缺一个给皇后洗衣服的。好，洗衣服是吧？我来洗，有多少洗多少。如今你怀有身孕，这些粗活儿姐姐来干。姐姐。 Guti, dann hätten wir noch den kaiserlichen Blick. 陛下，已经彻查清楚，五姑娘的姐姐武元顺曾亲自出宫，暗中买了寒药。此事或许从始至终都是五姑娘的苦肉计。五姑娘不惜以自身和皇嗣作为赌注，此事到此为止。是，陛下。寒药伤身。 吩咐上药局选最好的药材，给赵儿补身子。Okay. So, und dann haben wir hier nochmal Gao Yang. 求菩萨庇佑媚娘和其腹中孩子平平安安。Und als allerletztes dieses hier. 母妃，我们的禁足终于解开了，太开心了！Ach so. 你呀，真是没心没肺。 素洁听闻吴姐姐怀了宝宝，她之前冤枉我，我不喜欢她，但是她长得那么好看，生的小宝宝肯定也很好看。你还知道想这些？那你说，是娘亲好看，还是那个姓武的好看？娘亲好看。你怎么还犹豫了呢 Okay. Also die kenne ich, das war Schnutarinchen. Ich weiß nur nicht mehr, ist es irgendwie, oh, ich habe keine Ahnung mehr, was ihr Dingens war, Herrin Liu oder so. Auch ich weiß nicht, fragt mich doch nicht einfach. Ist ja auch, ja, okay, so. Wir stellen also fest, also musste Gao Yang jetzt sterben? Musste? War das vom Spiel vorgesehen? Oder gibt es eine Möglichkeit, sie zu retten? Also ja, es gibt eine Möglichkeit, sie zu retten. Und zwar, indem man die Nebenstory spielt. Was ich schon getan habe. Also ist sie schon gerettet in einem anderen Leben. Okay? Aber in diesem Leben geht es morgen weiter. Schöner Übergang. Tschüss.